Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Das heute ist zwar nur in An- und Abführung ein Freundschaftsspiel, aber gleichzeitig natürlich auch ein ernsthafter Test für diese beiden Mannschaften kurz vor Saisonbeginn, Sebastian. Ja, beide Mannschaften wissen noch nicht genau, wo sie stehen und ich denke mal, die Trainer werden auch gespannt sein. Beide haben große technische Qualitäten. Hoffentlich sehen wir die heute auch. Also Tom, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Begegnung. Die nächste souveräne Abwehraktion. Und den schlägt er jetzt weit nach vorne. Ja, der war gar nicht. Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Guter Beginn und das ist der erste Eckball in diesem Spiel. Ja, da spielt er den Eckball genau in die Hände des Torhüters. Bloß weg mit dem. Was wird sich der Torwart gedacht haben? Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, aber in dieser Aktion wäre eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen. Also mit dem Ball kann er den Torhüter nicht aus der Ruhe bringen. Tja, wenn sie es der Verteidigung so leicht machen. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Da sieht er die Lücke. Ja, das sieht aus wie im Lehrbuch. So lässt man den Ball laufen und den Gegner gleich mit. Sauberes Kopfballspiel. Das war nicht einfach, auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Da stand er eigentlich zu weit weg vom Ball und trotzdem kommt er irgendwie noch dran, der Keeper. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Oh, das sieht nicht so gut aus. Er könnte sich verletzt haben. Und deswegen die Entscheidung hier gelb. Boah, der Schiedsrichter drückt ein Auge zu. Nur gelb für diese Attacke. Ja, der Torhüter mit gutem Stellungsspiel. Und weiter geht's. Klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat, hat den Ball zurückerobert. Er wird vom Ball getrennt. Er versucht es mit dem langen Pass. Ballverlust. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Und sie stehen immer noch kompakt, sind nach wie vor konzentriert.
Ja, ein schöner Pass. Ja, der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Was für ein Freistoß und der Treffer ist perfekt. Das wird das Team jetzt nach vorne bringen. Die Gäste mit dieser tollen Unterstützung. Hören Sie mal rein, was für eine Atmosphäre da herrscht. Freistöße sind die Spezialität von diesem Mann und das wissen wir nicht erst seit heute. Klarste Ball in die Spitze. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Und der passt genau in den Knick. So, das ist jetzt der Ausgleich. Damit ist wieder alles offen. Und so muss das sein. Nach einem Rückstand nicht die Nerven verlieren, cool bleiben und schon ist er da, der Ausgleichstreffer. Ah, klasse Körpereinsatz von ihm und ganz fair. Das ist der Halbzeitpfiff und mit einem 1:1 gehen wir hier in die Pause. Angesichts der Chancenverteilung in der ersten Halbzeit geht das Ergebnis bis jetzt völlig in Ordnung. Ich bin gespannt, ob das in der zweiten Halbzeit genauso spannend weitergeht. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. Und die zweite Halbzeit läuft. Ja, und solche Bälle zeichnen einen guten Mittelfeldregisseur aus. Und da hat er Glück gehabt, dass er an der gelben Karte so gerade eben noch vorbeigekommen ist. Ja, genau aus der Entfernung muss man natürlich Freistöße verhindern. Vielleicht gibt es gleich ein Tor. Ja, und der ist drin und jetzt darf gejubelt werden. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Und da zahlt es sich halt manchmal aus, ein bisschen länger auf dem Trainingsplatz zu bleiben und Freistöße zu üben. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Und zu Recht unterbricht der Schiedsrichter die Begegnung hier mit dem Freistoßpfiff. Ja, klasse, wie er da genau richtig steht und den Ball locker aufnimmt. Er überlegt jetzt, flanke ich nicht. Ecke. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Genau in den Winkel. Ja, also wann haben wir zuletzt so ein Tor gesehen? Mit vollem Risiko, richtig abgezogen und dann genau in den Winkel. Toll. Ja, der Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal drüber nachdenken, ob er ihn nicht rausnimmt. Der passt den Ball weit nach vorne. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und der hat einen guten Distanzschuss. Da haben Zentimeter zum Torerfolg gefehlt. Auch wenn es diesmal kein Tor war. Aber sie spielen schon klasse.
konzentrieren sich jetzt auf die Abwehrarbeit und das sieht hervorragend aus. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben, Freistoß. Das ist unfassbar, was der Torhüter heute hält. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, hat er nicht lange überlegen müssen. Das ist gelb. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Weit nach vorne gepasst. Und das Dribbling. Und was für eine Parade. Wunderbarer Pass. Ja, das hat er gut gemacht mit dem Kopfball. So wollen wir das sehen. Klasse Aktion. Tja, Wett aus. Los, schieß, Junge! Das war aber ganz eng. Es ist oft so. Wer im Fußball solche Chancen auslässt, der wird meistens bestraft. Kann er die Möglichkeit nutzen? Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Klare Sache für den Schiedsrichter, er zeigt gelb. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Und nur raus damit, raus! Klasse, wie er den Ball da mit der Brust annimmt. Und mit den Toren scheint das heute überhaupt kein Ende mehr zu nehmen. Er wird immer besser, schon sein zweites Tor in diesem Wettbewerb. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Ja, das war ja eine ganz souveräne, eine sichere Vorstellung. Verdientermaßen geht diese Mannschaft deswegen als Sieger aus der Partie hervor. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.